ich will eine Brustoperation machen. Also, ich will einfach machen. Einfach rein in die Olga. Okay, what the fuck. Oh, ist das dein Ernst jetzt, Brudi? Besser. Heute zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, das wird wieder mal ein ernstes Video, ein Real Talk, ich weiß es noch nicht genau. Auf jeden Fall rede ich so ein bisschen über meine Vorsätze im Jahr 2021. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen typischen Vorsätzen wie «Ich will meine Matur bestehen». Also will ich schon, aber ja. Und zwar bin ich einfach mal angeguckt und habe mir so ein bisschen Gedanken gemacht über mein Leben, wie ich momentan mein Leben lebe, was mich momentan stört, was ich gerne verändern würde. Vielleicht auch von meiner Lebenseinstellung, meiner Denkensweise. Und ich habe mir gedacht, dass ich das einfach ein bisschen mit euch teilen will, weil vielleicht kann ich so ein bisschen die einen oder anderen auch zum Nachdenken bringen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht findet ihr das auch spannend. Darum holt euch gerne Essen, macht es euch gemütlich. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video wird sein. Auf jeden Fall, es wird so ein bisschen Talky. Okay, das war cringe. Ich will gar nicht auf labern, sondern wir fangen doch heute im Video an. Let's go! Ja, ich habe jetzt grundsätzlich 6 Punkte aufgeschrieben, die ich finde, will ich anders haben im Jahr 2021 oder allgemein in Zukunft. Und ich würde sagen, wir fangen mal mit dem ersten an, und zwar «Schraub deine Erwartungen ab». Ich glaube, ich kann wirklich ein Lied davon singen. Ich bin mittlerweile so tiltet oder keine Ahnung, dass ich immer so viele Erwartungen habe, egal ob, wenn ich irgendetwas plane von irgendwelchen Menschen. Und ich merke einfach, das tut mir selber nicht gut, weil je mehr Erwartungen ich habe, desto mehr werde ich enttäuscht. Und durch das tue ich dann irgendwie mein ganzes Glück, das ich eigentlich habe in meinem Leben, so ein bisschen selber vermiesen. Ich merke einfach irgendwie, die ganze Spontanität, die man so im Leben hat, die tue ich mir wie so ein bisschen eben vermiesen. Und irgendwie, ich kann wie gar nicht mehr durch das, dass ich so fokussiert bin auf irgendwelche Vorstellungen, zum Beispiel wenn ich sage, okay, ich tue jetzt eine Party organisieren und dann stelle ich mir die genauso nice vor, wenn sie nachher nicht so ist, dann bin ich umso enttäuschter und ich will einfach meine Erwartungen wirklich abschrauben und viel mehr Sachen auch spontan nehmen. Ich meine, wir können unser Leben nie 100% im Griff haben. Zum Beispiel, ich habe mir auch überlegt, gerade so Partys. Am nicesten sind doch schlussendlich die Partys, die einfach spontan passieren, als jetzt zum Beispiel Silvester. Jeder macht sich Gedanken um Silvester, das muss möglichst nice werden mit den nicesten Leuten. Und wenn es nicht so ist, dann bin ich traurig, wenn ich niemanden finde. Ich meine, ich weiss ehrlich gesagt jetzt noch nicht, was ich an Silvester mache. Und das ist in nicht mal einer Woche. Und ich meine, ich stelle mir jetzt zum Beispiel das Silvester mit einer Tischbombe vor. Das ist jetzt Real Talk so. Und wenn es keine gibt, dann bin ich doch irgendwie schon enttäuscht. So, Mann, ich kann mir jetzt aber mit einer Tischbombe vorstellen. Alter, scheiß auf die Tischbombe! Nein, was ich damit will sagen, ich tue jetzt das Silvester einfach auf mich zukommen lassen und so wie er will kommen, so will ich ihn schätzen, sozusagen. Einfach das geniessen, was ich kann und nicht immer die tausenden Erwartungen haben, vor allem es muss perfekt sein und alles. Ich will einfach schauen, so wie es jetzt kommt und mich an dem freuen, was ich wird haben. Ja, ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr grosser Punkt, wo ich einfach mir Gedanken gemacht habe, was wirklich ganz so ein bisschen problematisch in meinem Leben bin, dass ich einfach wie viel zu viele Erwartungen habe und die gar nicht abschrauben kann. Und das will ich im 21 viel besser machen. Ich weiß nicht, ob ich das kann, aber ich wünsche mir es halt. Wir kommen gerade zum zweiten Punkt, der fließt gerade so ein bisschen in die erste rein, und zwar «Bist das, was du dir wünschst». Also wenn du von Kollegen erwartest, dass sie gute Kollegen sind, dann schau zuerst auf dich selber und sag, bin ich überhaupt ein guter Kollege? Ich will einfach damit sagen, verhaltet euch so, wie ihr es euch von anderen Menschen wünscht. Mein dritter Punkt ist, bestimm das Leben selber, wie dein Tag sein sollte. Also triff aktiv Entscheidungen. Jeder hat mal irgendwelche Schicksalsschläge in seinem Leben oder einfach ganz Kleinigkeiten im Alltag, die einem traurig machen. Das Ding ist, wir können uns nicht entscheiden für das, was passiert in unserem Leben, aber wir können uns dafür entscheiden, wie wir reagieren darauf. Ich meine damit, wenn dir jetzt etwas in deinem Leben passiert, was schlimm ist, auch wenn es so eine Kleinigkeit ist, dann kannst du die ganzen 2 Wochen heulend in deinem Bett sitzen, aber du kannst ja sagen, nein, ich will das Beste jetzt daraus machen, ich will positiv denken. Also versteht mich nicht falsch, ich meine jetzt nicht, wenn ihr jetzt wirklich etwas Schlimmes erlebt habt, dass ihr das einfach so in euch reinfresst und nicht darüber redet, sondern es ist mega wichtig, dass ihr über das redet. Aber es geht darum, dass ihr auch irgendwann wieder aus dem Loch raus könnt kommen, dass ihr das Beste aus dieser Situation macht, weil ihr könnt sie schlussendlich eh nicht ändern. Weil schlussendlich bestimmst du selber deinen Tag, wie er sein sollte. Sollte er traurig sein oder sollte er ein nicer Tag werden? Merkt ihr einfach eins, lebt deinen Tag so, wie wenn es dein letzter wäre. Das ist doch so ein schönes Sprichwort, das jetzt gerade easy gepasst hat. Mein vierter Punkt ist, such das Problem und löse es. Wir alle kennen das, wenn wir irgendwelche Probleme haben, wie zum Beispiel Streit mit der besten Kollegin oder irgendetwas nervt euch an eurem Partner, dann ist es, glaube ich, mega wichtig, dass ihr einfach das Problem sucht
und das auch lösen. Ich glaube, Kommunikation ist wirklich eines der wichtigsten Punkte, die man nicht unterschätzen darf. Und ich habe es einfach für mich gelernt, es gibt so oft Momente, wo man doch einfach irgendwie so traurig ist, sad, aber schlussendlich, wir ändern dann gleich nicht dran. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man probiert, das Problem so gut wie möglich zu lösen. Und überlegt euch wirklich einmal, was ist wirklich das Problem? Wenn ihr euch denkt, okay, ich fühle mich dick, also nehme ich ab, dann ist das vielleicht gar nicht mehr die Lösung, sondern vielleicht ist das Problem einfach in eurem Kopf, dass ihr tiltet sind von all diesen Instagram-Models, dass sie so perfekt sind und reine Haut haben, super rundige, riesen Oberweite, dann ist vielleicht eher das Problem, also euer Bild zu eurer Figur und nicht eure Figur selber. Und ja, ich rede da aus Erfahrungen. Also, ja, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, dass ich zum Beispiel mit meiner Oberweite mega Probleme habe und ich bin mittlerweile eigentlich schon zufrieden mit meiner Oberweite und sie hat sich nicht einen Millimeter grösser verändert, sondern es ist in meinem Kopf passiert. Klar könnte ich das Problem dann lösen, dass ich eine Brustoperation mache, aber ich habe einfach für mich gemerkt, okay, ich will das Problem in meinem Kopf lösen, mit meiner Einstellung. Darum suche das Problem und löse es. Mein nächster Punkt ist, konzentriere dich auf den Weg und nicht aufs Ziel. Ich weiß nicht, ich merke einfach selber, ich schaue immer nur in die Zukunft. Ich lebe praktisch für die Zukunft. Ich schaue, okay, in einem halben Jahr habe ich meine Matur, dann bin ich fertig mit der Schule. Jetzt einfach noch überleben, sozusagen. Und das ist etwas, was ich mir für das nächste Jahr vornehme. Ich will nicht einfach überleben. Ich will meinen Weg leben und nicht mein Ziel. Ich meine, ich kann es nicht ändern. Ich werde so oder so das halbe Jahr jetzt in der Schule müssen sein. Was kann ich machen? Ich kann einfach durchbeissen, aber ich kann auch den Moment geniessen, vor allem mich auf den Weg konzentrieren. Oder ich rede auch von anderen Zielen. Wenn du jetzt ein Ziel hast, um jetzt irgendwie ein Sixpack zu bekommen, I don't know, dann konzentriere dich nicht nur aufs Ziel, sondern auf den Weg. Es soll dir Spass machen zum Trainieren. Und dann kommst du auch viel einfacher ans Ziel, dann ganz schnell, als du dir das vorgestellt hast. Ich bin ehrlich, ich habe auch schon probiert, mit Sport irgendwie einen sportlicheren Körper zu bekommen, aber ich habe es gehasst, um irgendwie pumpen oder irgendwie eine Kraft darum gehen, ich habe es gehasst und ich habe auch aufgehört. Und warum? Weil ich mich aufs Ziel konzentriert habe, nicht auf den Weg. Aber ja, ich will auch allgemein viel mehr im Jetzt leben und nicht in der Zukunft. Wir kommen zu meinem letzten Punkt und zwar einfach machen. Wir kennen es alle, wir schieben uns immer alles führen. So, okay, das mache ich dann morgen. Okay, ich fange meine Diät am 1. Januar an. Nächstes Jahr wird es super, aber jetzt kann ich noch reinfressen. Aber warum nicht jetzt einfach anfangen? Ich kann von mir reden, ich kann lange mit YouTube anfangen und ich habe immer auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ich habe immer gedacht, okay, dann will ich das machen. Wenn ich aus der Säcke komme, dann wird es viel besser sein. Aber Leute, wir werden immer Zweifel haben. Wir werden immer irgendwie einen Grund finden, um nicht damit anfangen. Also fangt jetzt damit an, lebt jetzt euren Traum. Und ich will einfach im 2021 vielleicht das auch besser machen. Ich will einfach machen. Gar nicht viel zu überlegen und daran zweifeln. Und ich werde in Zukunft dann auch daran zweifeln. Ich will nie einen Moment finden, wo ich 100% sicher sein werde. Also, ich will einfach machen. Einfach rein in die Olga. Okay, what the fuck. Aber ich habe nicht mehr vor, einfach wirklich alles so vor mich herschieben. Also vielleicht wird es der Fall sein, aber vornehmen kann man sich ja immer noch. Ja, das wären alle meine Punkte, wo ich so ein bisschen mir Gedanken gemacht habe. Aber ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen oder es hat euch auch ein bisschen einen Denkanstoss gegeben. Schreibt uns mal in die Kommentare, was eure Vorsätze sind oder auch, was ihr über diese Punkte denkt. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, mich zu abonnieren und ganz wichtig, die Glocke aktivieren. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Silvester und natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Tschüss!